So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr den Mo Creatures Mod installieren könnt. Das ist ein Mod, der Tiere hinzufügt, weitere in Minecraft. Und zwar insgesamt 43 Stück, also eine recht krasse Menge. Es gibt also wirklich alles, vom Bär bis zum Ross, bis zum Kätzli, ja, Fisch, Piranhas, alles was ihr wollt. Und das ist eigentlich noch witzig und auch sehr praktisch und man kann mit Teiltieren sogar interagieren und auch, die droppen auch Sachen und so, also ist es nicht ganz sinnlos in dem Sinn, sondern man kann es auch wirklich brauchen. Jetzt zeige ich euch zuerst einmal, wie man das installieren kann. Als erstes ladet ihr euch all diese Mods runter. Ich knalle euch den Link zu diesen Mods in die Beschreibung von dem Video. Und ihr müsst, wichtig, ihr müsst alle 5 Mods installieren. Es reicht nicht, wenn ihr nur die Mo Creatures Mod installiert. Das reicht nicht. Ihr müsst alle 5 installieren. Und was noch dazu kommt, ihr müsst es in dieser Reihenfolge machen, so wie ich es euch jetzt zeige. Das ist wichtig. Ihr dürft also nicht einfach irgendetwas installieren und dann funktioniert es meistens nicht. Also, dann fangen wir mal an. Als erstes mit dem Modloader. Zum den installieren, gehen wir hier oben Start, schreibe ich hier rein, Prozent, Appdata, Prozent, Enter und dann geht das Fenster auf und da ist zuoberst der Punkt Minecraft Ordner. Da tun wir doppelklicken. Jetzt tun wir das hier ein bisschen nebeneinander, dass wir das auch erkennen können. So. Dann haben wir hier Bin, Config und so. Bei euch ist sehr wahrscheinlich noch nicht so viel drin wie bei mir. Aber das kommt noch, keine Angst. So, dann tun wir als erstes mal am Modloader rechtsklicken. Mit 7-Zip oder WinZip oder WinRAR öffnen. Und dann sehen wir hier, haben wir hier die Class-Dateien. Jetzt tun wir das Fenster mal schnell auf die Seite. Und gehen hier rein, nein, so. In Bin-Ordner. Und dann haben wir hier Minecraft Jar. Die tun wir auch rechtsklick öffnen mit 7-Zip. Dann haben wir nochmal so ein Fenster mit ein paar Ordnern und auch ganz vielen Class-Dateien. Jetzt, als nächstes, tun wir die Class-Dateien von der Mod, vom Modloader, einfach packen und da überziehen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich es schon gemacht habe und wenn wir das mehrmals machen, kann das zu Problemen führen. Und darum lasse ich das jetzt. Er fragt dann noch, ob man das wirklich will. Einfach auf Ja drücken. Und das ist es schon gewesen. Dann kann man das Fenster vom Mod wieder zutun. Das von Minecraft kann man gerade offen lassen. Weil als nächstes tun wir die GUI-API installieren. Die GUI-API ist dazu da, das ist eigentlich für Leute, die Mods entwickeln. Aber dass die Creatures Mod also funktioniert, braucht man die GUI-API auch. Wie auch der Modloader. Der Modloader macht nichts anderes als nur Mods zu aktivieren, dass man sie überhaupt brauchen im Game. Der ist für nichts anderes zuständig. Eben, zurück zum GUI-API. Hier auch Rechtsklick auf 7-Zip öffnen. Dann haben wir hier wieder ganz viele Class-Dateien. Einfach alle packen mit den Ordnern, mit den Bildern, alles. Und auch in Punkt Minecraft Jar reinziehen hier. Ich mache es jetzt nicht, weil ich es schon gemacht habe. Dann machen wir das wieder zu. Dann kann man eigentlich soweit das hier schließen. Das hier brauchen wir noch. Jetzt sind wir wieder zurück hier am Punkt Minecraft. Als nächstes installieren wir den Matmos Mod. Das ist ein Sound Mod, der die Atmosphäre in Minecraft verändert. Also die Sounds von der Atmosphäre, muss man so sagen. Also so Naturgeräusche und so Sachen. Und der ist auch dazu da, dass man Geräusche von den neuen Tieren hört. Ohne den sind sie einfach stumm. Und das ist ja auch blöd. Den tun wir aber anders installieren. Auch wieder Rechtsklick auf 7-Zip öffnen. Jetzt sehen wir hier, hat es keine Class-Dateien, sondern normale verschiedene Sachen. Die tun wir jetzt einfach in Punkt Minecraft-Ordner reinziehen. Da rein. Also nicht in Bin, nicht in Config. Vor allem nicht in die Minecraft Jar-Datei rein. Einfach hier in Punkt Minecraft rein kopieren. Ich mache es jetzt nicht, weil ich es schon gemacht habe. Man sieht auch, da ist es schon drin. So, wenn ihr das rein kopiert habt, machen wir das wieder zu. Dann bleibt noch der Custom Mob Spawner als nächstes. Da kommt die Ordner, also wieder da im Punkt Minecraft. Unter Mods. Wenn ihr den Mods-Ordner nicht habt,
Tun ihr einfach da innen Rechtsklick, neu, Ordner und mache ich euch den. Das kommt nicht drauf an, ihr könnt euch den selber erstellen. Das ist kein Problem. Dann tun wir dort den Custom Mob Spawner, einfach die ZIP-Datei nicht entpacken, nichts. Einfach so wie sie ist, überziehen und da rein. Ich mache es jetzt nicht, weil ich es schon habe. Und dann sehen wir auch, da ist er schon drin. Und das ist es auch schon gewesen. Mehr müsst ihr nicht machen, ihr müsst da nicht mehr rein kopieren. Dann, wenn ihr das habt, kommt das allerletzte natürlich noch der Creatures Mod selber. Da sind auch noch 2 Dateien drin. Das ist eine ZIP-Datei. Die ZIP-Datei, gehen wir wieder zurück bis zum Punkt Minecraft. Die ZIP-Datei tun ihr einfach wieder Rechtsklick öffnen mit dem 7-Zip. So. Dann habt ihr hier die 2 Dateien. Also die README-Datei, die ist unwichtig. Da ist eigentlich nur eins beschrieben, wie es funktioniert, so schnell, auf Englisch. Aber ihr tut die 2 Ordner da, die oberen 2 Ordner, Mods und Resources, tut ihr einfach in Punkt Minecraft Ordner rein. Da, rein kopieren. Das ist es auch schon gewesen. Wenn ihr das gemacht habt, kann man eigentlich alles schließen da, das ganze Zeug. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr, aber da können wir gerade schnell das Minecraft starten. Jetzt muss ich gerade schnell schauen. So. Ah nein, muss ich gar nicht machen, ich habe es ja schon. Wenn ihr es gestartet habt, was wichtig ist, ihr müsst starten und wenn es gestartet ist, könnt ihr es nochmal beenden, ganz zumachen und nochmal starten. Weil wenn ihr das erste Mal startet, werden die Mods sozusagen installiert. Wenn ihr es schließt und nochmal startet, dann ist die Mod aktiv. Jetzt schauen wir mal, wie das da aussieht. Können wir eigentlich Vollbild machen. So, jetzt gehen wir da schnell da rein. Schnell schauen. So. Jetzt probieren wir einfach mal. Und zwar Spawn Horse. Ah, und da ist es schon. Also wir sehen, Rösser hat es ja vorher nicht gegeben. Jetzt gibt es sie. Ich weiß gar nicht, was es schon noch alles so für Tiere gibt. Wir können mal probieren. Spawn Bär. Da ein Bär zum Beispiel. Also wie ihr seht, das funktioniert wunderbar. Was noch dazu kommt, da im Menü haben wir neue Items bekommen. Die sind da ganz unten. Da zum Beispiel ein Heizsand oder ein was ist das alles da? Keine Ahnung, was das alles ist. Ein Klaue und so und ein Peitsche und ein Medaillon und ein Wolleball und ein Güssel, also ein Katzenklo und ja, ganz viele Sachen. Und wie gesagt, funktioniert das wunderbar. Und ja, das ist es eigentlich schon gewesen. Ich hoffe, es hilft euch, das Tutorial. Bei der Mo Creatures Mod installieren, weil es ist wirklich lustig. Und sie macht das Minecraft auch ein bisschen lebendiger. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und sonst hinterlasst ein Like oder auch sonst einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.